noch alle guten die Damen und Herren, ich bin froh, euch zu gesehen für diesen Briefing um Regierungsrat, den wir den Morgen hatten. Ein Regierungsrat, auf dem eine ganze Reihe international Sujets diskutiert gesehen und wie vom Kalender, den an den nächsten Tagen stattfindet, und da selbstverständlich auch ein paar Nationalpunkte. Aus den 14. Juni feiern wir den 40. Anniversaire von den Akkorden von Schengen. Und ich meine, dass das kein banalen Anniversaire ist. Es war zu Schengen an unserem Land, wo bei einer Grenze von 3 Ländern ein Akkord erschrieben ist, den einen wesentlichen Impact hat auf die europäische Konstruktion. Demals 5 Länder, heute 29 Länder aus der Europäischen Union herunterem. Aber für mich bleibt, dass Schengen und den Euro eigentlich die 2 tangibelsten Symbole von der Europäischen Union sind, die alle Menschen konzernieren. Schengen ist ein Begriff für freie Zirkulation von den Leuten, von den Betrieben, von dem Kapital, von den Gitter, da die nicht mehr auf einer Grenze stehen bleibt, sondern auf einer Grenze führt. Das ist flott für an Vakanz zu gehen, das ist flott für bei Freunden auf Besuch zu gehen, das ist flott für am Schulland Ausland zu gehen, an alles das, die ist nicht normal, das ist eine politische Decision gewesen und die immer muss schaffen. Für mich als Schengen auch, und ich war lange Jahre noch als Justizminister zuständig für Schengen, es gesagt noch da, dass es Menschen noch zusammenbringt. Ich kann mich gut erinnern, 2007, wie ich auf der Grenzstellung zwischen Österreich, Ungarn und der Slowakei, wo die Leute, die da gewohnt haben, also in den Arm gefallen sind, wo wir zu einer Reihe Ministern aus der Europäischen Union da waren, für auch die Länder an den Schengen-Raum abzuholen. Schengen steht für Freiheit, Schengen steht auch für Sicherheit. Das ist auch ganz wichtig, dass immer bei Schengen die 2 Elemente gesagt von der Kooperation, auch von den Polizeikräften über die Grenze raus, weil wir wissen, dass Kriminalität auch nicht auf der Grenze stehen bleibt. Also wird die Lützeburger Regierung sich nicht nur morgen gefeiert wird, mehr an den nächsten Wochen am Montag immer im Ersetzen für Schengen, für Bandemarkt, mit all diesen Dimensionen, die muss können funktionieren. Aber wann heinst du aus Problemen, die in einem Land bestehen, oder manche Grenzen angefeiert gehen, da kann ihn das verstehen, aber da muss das immer temporär sein, da muss das immer liiert sein und eine spezifische Situation. Und dafür glauben wir auch daran, als Lützeburger Regierung, dadurch Schengen von all den Memberstaaten der Europäischen Union mittel- und langfristig als ein Acquis angesiegt, den auch muss respektiert bleiben. Und ich bin auch davon überzeugt, dass mit also Operen, wo für den Moment verschiedene Grenzkontrollen bestehen, dass man durch die exzellenten Kontakte, die wir also Operen haben, dass wir da können bilaterale Akkorde finden, die das Leben von den Grenzgängern einfach mischt, weil Grenzgänger sind bei uns willkommen. Wir brauchen sie, sie brauchen noch einen ökonomischen Raum für zu schaffen, aber wir sind zuversichtlich, dass wir auch mit all diesen Operen die Schengen-Acquis können beibehalten. Ein wichtiges Rendezvous, das ist ein zweites Sujet, den wir heute Morgen auch diskutiert haben, ist die Konferenz, die nächste Woche zu New York stattfindet, über die sogenannte Umsetzung von der 2-Staaten-Lösung. Also heißt die Konferenz, wir sind invitiert gehen auf die Konferenz vom Generalsekretär von der UNO, dem Antonio Guterres, wenn da wichtig geht, die Lützeburger Regierung der 2-Staaten-Lösung beimusst, werde ich zusammen mit dem Außenminister zu New York und der Konferenz teilnehmen. Lützeburg steht für eine 2-Staaten-Lösung, weil Lützeburg als Freund von Israel, Lützeburg versteht zwischen von den Palästinensern. Aber wir meinen, dass es wichtig wäre, für Frieden an der Region zu kreieren,
dat in Sicherheit von Israel garantiert an noch dem palästinensische Volk ein Land gëtt, an dem sie können a Frieden a Freiheit sich weiterentwickeln. A weil wir attachiert sind, unenger Zwei-Staaten-Lösung, geht der Minister Betteler nicht auf New York. Wir wissen, dass es nicht durchgeht, dass den einfach etwas deklariert. Da muss ihn über die Gesamtdiskussionen gucken, die das Woche zu New York, nächste Woche zu New York stattfinden. Und das à la lumière von den Konklusionen von den Gesprächen, die zu New York stattfinden, wo der neue Regierungsrat, dem Außenminister Amir, Mandat gegeben hat, eine Evaluation zu machen und dann eine politische Decision zu New York zu holen. Eine Decision, die soll, wie gesagt, 2 Staaten bringen, für die 2 Staaten a Frieden, a Freiheit können neben den existieren zu lassen. Wir holen auch die Rechnung von dem, was das Woche an der Chambre an dem Kontext diskutiert, das war eine nützliche Debatte. Die Chambre hat auch an der Vergangenheit schon mal gesagt, dass muss den opportunen Moment sichern, für die Anerkennung von Palästina zu machen. Und das nächste Woche, wo wir werden gucken, der Außenminister und ich, an enge Konzertation mit dem Regierungskollegium, ob den opportunen Moment lo ist oder nicht. Ich will an dem Kontext sagen, an den Last gelesen von der Konferenz, mir sicherlich impactiert aber die Diskussionen von der nächsten Woche, dass wir alle Parteien in der Region aufrufen, für Zufrieden und zum Verstehen zwischen den Ländern und den Nationen beizudrohen, dass die Evenementen, die der neue stattfinden, verlangen, dass alle Seiten, ich schwätze in diesem Fall vom Iran und vom Israel, sich an international Recht halten, dass alle Seiten eine Deseskalation müssen hinkriegen, weil sonst riskiert eine ganze Region do an Flammen abzugehen, was natürlich auch Reperkussionen hat auf den Rest von der Welt. Dafür ist es wichtig, wie gesagt, dass Länder mit nicht schwätzen, und die Europäische Union wird doch seinen Beitrag dazu leisten, für dass man sowohl an der Diskussion rund um die Zwei-Staaten-Lösung wie auch an der Abschätzung von der Gefahr, die aus dem Iran fortgeht, eine gemeinsame Attitüde haben. Auch übrigens der Präsident vom Europäischen Conseil wird nächste Woche auch zu New York in der Konferenz teilnehmen. Ein drittes Sujet, wo wir uns morgen darüber unterhalten und in Präparation von einem anderen wichtigen Rendezvous, das in diesem Monat stattfindet, nämlich der NATO-Summit zu Den Haag, den 25. Juni. Die sieht also ein ganz chargierten Wochen, die auf uns durchkommen, New York-Konferenz und dann die Woche der NATO-Konferenz, wo wir über die aktuellen Diskussionen deliberiert tun, zur Konklusion gekommen sind, dass wenn die 31 Memberstaaten von der NATO sich über einen gewissen Prozentsatz für Militärausgaben ähnlichen, dass Lützeburg als solidarischer Member von der NATO, als in dem sich Sicherheit von der Partizipation von der NATO aufhängt, dem sich Sicherheit an seiner Verteidigung tributär ist von der Stärke auch von den anderen Armeen rundherum ist, wir sind ein von vielen, sind wir der Meinung, dass wir aus dem Kompromiss, den da wird rauskommen, werden realieren. Wir sind der Meinung, dass die Augmentation, die an der Diskussion stehen, ganz hoch sind, dass das eine enorme Herausforderung wird, nicht nur für Lützeburg, für auch andere Länder in Europa sind. Die wissen, dass da Schiffe von 3, 3,5, 5% zirkulieren für Sicherheitsausgaben und Defenseausgaben. Das sind natürlich enorm Erfahrungen, die mussten gemacht werden. Aber Lützeburg will die am Konsensus mit seinen Opern, am Konsensus mit den anderen Membern machen. Auch du, Krut,
den Außenminister, die Verteidigungsministerin an ich, die zu 3 und dem Sommet an Holland deelhuelen, ein Mandat für aller Lumière von den Diskussionen als einen Partner zu rallieren. Wichtig schenkt das auch, dass wann der Prozentsatz gehecht wird, man sicherstellen, dass das nicht direkt geschieht, mir über eine gewisse Zeit, und dass man auch gucken, dass man ein größerer Retour von den Ausgaben, die man dann über die nächsten Jahre machen muss, auch an die Lützeburger Ökonomie, an das Lützeburger Ökosystem können fließen. Und das ist eine Arbeit, die ein ganz Reihe Ministerien über die nächsten Monate werden zusammen machen, dass man auf eine gescheiter Weise an einer engen Aufstellung mit unseren Opern die Defensausgaben machen. Was das international anbelangt, will ich dann euch auch mitteilen, dass ich für im Sommer eine Visit zu Berlin beim neuen Bundeskanzler Friedrich Merz machen, dem ich herzlich invitiert habe für politische Gespräche auf Berlin. Das wird dann in den nächsten Wochen nur den 2 Sommern stattfinden. Ich meine, das ist auch wichtig, dass man mit diesen 3 Opern auf diesen und auf vielen anderen Sujeten eine enge Koordination haben. Deutschland ist das größte Land von der Europäischen Union. Deutschland ist also ein Oper. Deutschland ist die größte Ökonomie an Europa. Die Lützeburger Ökonomie hängt ganz stark auch mit der Deutschen zusammen. Und dafür ist es gut, dass man die Gespräche am höchsten Niveau an einer engen Koordination mit dem neuen Bundeskanzler können machen. Und ich freue mich auf den Besuch. An der nationalen Gesetzgebung, Prozedur, haben wir den neuen paar Texte angehört, wo ich da 2 wollen nennen. Wir haben einerseits dezidiert, dass man bei den elektrischen Bornen, die Leute daheim können installieren, das System gingen verlängern. Das System, die wir benannt kommen, wir wollen das System verlängern und wir wollen es verbessern. Aber wir verbessern es auf 2 Arten und Weisen. Einerseits, indem wir einen höheren Montant für die Bornen, die den neuen Technologien entsprechen, die effizient sind, die aber auch ein intelligentes Gestionssystem von dem Verdelen von der Energie haben. Das will man nicht nur für Privatleute machen, aber auch für Koproprietäten, wo es da möglich ist, für dadurch die Koproprietäten die neue Systeme können installieren. Wir wollen also das weiterführen, Motoren, Licht nur oben aufpassen, wie gesagt, für die neuen Technologien Rechnung zu tragen. Und auf der anderen Seite wollen wir auch den Prozeduren vereinfachen, für das umzufragen. Formulieren gehen wir einfach gemacht, die Monate gehen elektronisch, können gemacht gehen. Wir machen, wie gesagt, notamment die Koproprietäten, es mir einfach dadurch zu entdecken können, das gerieren und so weiter. Also mit der Philosophie von der Vereinfachung auch als Ziel von mehr erneuerbaren Energien, also auch mehr elektrische Bornen an den Residenzen bei den Leuten können zu realisieren. Ein zweites Projekt, das wir den neuen angeholt haben am Lützeburger Bereich, ist eine Umsetzung auch am Geist von der Modernisation und der Vereinfachung von unseren Prozeduren. Eine Maßnahme aus dem Logementspark ist, den ich letztes Jahr annonciert habe. Da geht es darum, dass wir eine neue Zone schaffen, die man nennen Zonenwert bis. Das betrifft eine Reihe Gebäude, Wohnungen, die enger Zone sind, die Lohn nicht richtig beschrieben gewesen. Und das wäre ganz schwierig bei Häusern, die schon lange stehen, dass die konnten Änderungen machen oder nicht. Wir wollen hier eine pragmatische Umweltpolitik machen, aber wir wollen das mit der Gemeinde machen, und wir gehen also die Gemeinde die Möglichkeit, über Änderungen vom PAG können Adaptationen und den Häusern machen. Das sind die sogenannten ILO déconnectés, von jedem
enger Wohnung neben den Bauernhaft nach irgendwo steht an der so ein Wert, wo für den Moment gut nicht möglich war, dass den da wo ob eng umweltfreundlich mehr effikazerweise auch Änderungen kann machen, an dat also eng positiv Umsetzung von unserer Logementspolitik verbunden mit einer raisonnabler Umweltpolitik. Dann haben wir auch den Wirtschaftsminister an den Medienservice an den Konnektivitätsservice vom Staatsminister autorisiert für bei sogenannten AI Gigafactories können internationale Konsortien deelzuhöllen. Wir wollen, dass Lützeburg eine wichtige Rolle auch im Bereich von der künstlichen Intelligenz spielt. Wir haben eine Datenstrategie, wir haben eine AI-Strategie, wir haben eine Quantenstrategie. Also wir meinen, dass es doch wichtig wäre, dass man am Bereich von den Gigafactories, die enorm groß sind, wo Lützeburg da nicht allein kann machen, weil doch viel zu groß und zu teuer ist, dass wir auch darunter als können beteiligen. Und dafür haben wir die zuständige Ministerin dann autorisiert, für das an die Wehr zu leiten. Voilà, das ist vielleicht eine Tour über die Gespräche, die wir morgen hatten. Und gerne beantworte ich dann auch Herr Frohen, die da dazu oder zu anderen Aktualitätssujets hat. Wann der Frohen hat. Ich hatte froh par rapport zur Sondesabecht. Ich wollte fragen, ob du eventuell Adaptationen schon gehen. Den Staatsrat hat, wie der gesehen hat, sein Avis zur Sondesabecht aufgegeben. Der Staatsrat hat keine juristische Observationen gemacht, sodass der Staatsrat längere frei Frohen abgeworfen, die auch mir als am Vierfeld selbstverständlich gestaltet hatten. Das ist also unten der Chamber für aufgrund von dem Avis seine Decision zu holen. Die Regierung hat dazu kein hat darüber nicht geschwärzt, noch das ist nur eine Aufgabe von der Chamber, wie das eine legislative Prozedur normal ist. Ich will aber in dem Kontext so, weil ich das auch immer lesen. Ich habe das auch gelesen an dem Flyer, den die Gewerkschaften ausgedeelt haben, an den Worten des Wochen, da steht, die Regierung ging envisagieren eine Verallgemeinerung von der Sondesabecht. Ich will heute Leute am Land sagen, dass das nicht so ist. Das ist keine Verallgemeinerung von der Sondesabecht. Das ging heißen, dass Schiedfrieden Sondes ging schaffen gehen. Hier betrifft es just eine Verlängerung von der Sondesabecht am Einzelhandel, dass Leute am Einzelhandel auch in Zukunft können, mehr wie die 4 Stunden, die sie heute schaffen können schaffen. Das ist also keine Verallgemeinerung von der Sondesabecht vorgesehen. Weil der Rest, wie gesagt, also die Abecht von der Chambre für Grund von Navien hier Legislativarbeit zu machen. Ich kann nur haken an der Problematik, also geht ja auch um Troll von den Gewerkschaften. Bislo wäre es ja möglich, sonst mir lang zu schaffen, mehr immer mit einem Akkord von zwischen dem Haus und den Gewerkschaften. Hier also dann funktioniert nicht mehr der Fall. Mit dem Gesetz, das deponiert gouf, und das ist das, was stark kritisiert wird, dass der Sozialdialog aufgeschwächt gehen. Auch heute ist es ohne Kollektivvertrag möglich, 4 Stunden Geschäfte abzuholen. Es sind ja ganz viele Geschäfte, die keinen Kollektivvertrag haben. Die Regierung steht zum Sozialdialog an. Die Regierung ist so wie das in der Geschichte von unserem Land ist, immer bereit, über alle Sujets zu schwätzen. Das ist ganz klar, dass es Betriebe gibt, die keinen Kollektivvertrag haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da so wäre, dass alle Betriebe im Lützburger Land einen Kollektivvertrag haben. Aber wie gesagt, die Regierung steht zum Sozialdialog. Dafür haben wir ja auch die Ministerin, die Ressortministerin, Gewerkschaften
invitéiert op die Gespräche. Die Regierung bedauert, dat Gewerkschaften die Gespräche mit den einzelnen Ministern nicht vorgeholt huet. Die Regierung hat sich auch dürfen für den 9. Juli eine Reunion mit den Sozialpartnern abberufen, für dann noch zu gucken, wie in den Sozialdialog an den nächsten Monat kann weiterführen. Als Hand ist immer ausgestreckt für den Dialog. Das war so, das bleibt so. Ich hätte froh, im Kontext Défense, der hat am Métat de la Nation über die Resilienz von der Gesellschaft reflektiert, sinngemäß gesagt, dass sich sollte sich miss überlegen, wie seine Kontribution zu einer resilienter Gesellschaft kind ausgesehen und dass du optimistisch wird, dass als Gesellschaft genug Kohäsion hat, für das zu erreichen. Wenig wird Klogin, was genieht der Dummer da mengt. Wie die Kontribution soll ausgesehen, an wie weit sich die Kohäsion von der Gesellschaft do soll bestätigen. Ich habe das gesagt aufgrund von meiner Reise an Finnland, wo ich festgestellt habe, dass ein groß gemeinsamer Approche zur Sicherheit am Land besteht. Wir haben das schon zu einem großen Teil hier am Land. Ganz viel Leute oder Betriebe für allem haben schon heute Maßnahmen geholt, was geschieht, wenn sie zum Beispiel einen Cyberattack gemerkt kriegen. Als Idee ist, am Kader von der nationalen Resilienzstrategie, die ich mit der ich den Hochkomitee de la Protection Nationale chargiert habe, wird das in all die einzelnen Pläne, die ihn hat, auch zusammen gelöst kriegt. Aber das bleibt nicht so, dass das just eine Aufgabe von der Armee oder das just eine Aufgabe vom CGD ist, mit der den der über ein kohärent Weise guckt. Und ich bin zuversichtlich, dass wir da an den nächsten Monaten eine kohärente Politik gemerkt kriegen. Das ist keine Politik, die vom Einzelnen direkt etwas zusätzlich verlangt, mit der für den Einzelnen auch weiß, was seine Rolle an der Strategie ist. Und das hatten wir schon früher, haben wir das mit einzelnen Plänen, mit Leuten wissen, wenn es an einem Heichwassergebiet ist, was sie müssen machen. Die Leute wissen, wenn sie auf Plätzen wohnen, wo es mehr Gefahren gibt, wie sie dann hier das Haus oder hier Mitbewohner protegieren. Das ist also das, was ich damit gemeint habe. Wie gesagt, dass die einzelnen Politiken nicht neben denen laufen, mit zusammen geguckt haben. Dafür bin ich auch ganz zufrieden, dass die einzelnen Ministerien ganz eng man nicht zusammen schaffen. Mit die Whole of Society Approach muss auch der Privatsektor mit beinhalten, weil ich meine, so können wir also Attacken ganz diverser Natur präparieren. Und das ist auch der Plan. Es geht um Widerstandsfähigkeit. Das ist die Widerstandsfähigkeit von der Demokratie. Ich weiß, dass Chambre umgegangen ist, zu gucken, wie kann ich gucken, dass Demokratie an alle Situationen gut funktioniert. Es geht also um das institutionell, es geht um unser Gesundheitssystem. Wie kann ich das sicherstellen, dass wenn eine Krise in welcher Natur könnte, das Gesundheitssystem nicht zusammenbricht. Es geht um die physische Sicherheit, es gibt also viele Dimensionen, und das ist das, was ich damit gemeint habe. Moin, Herr Frieden. Wie qualifiziert ihr aktuelle Relationen mit den Gewerkschaften und zweite Frage, was tut ihr den 21. Juni für zu machen? Die Regierung steht für den Sozialdialog. Ich bin immer, so wie die Regierungskollegen, disponibel für all Sorten Gespräche. Ich fand an einer Demokratie, und dafür mache ich auch gerne Politik. An der Demokratie als Ziel, dass die durch unterschiedliche Ideen, die zusammenbringt, eine Majorität entwickelt und dann das Land nur vier bringt. Ein Land muss aber immer nur vier Brot geben. Wenn es stehen bleibt, wenn es nichts ändert, dann fällt das Land auseinander. Und dafür muss ich sagen, aus meiner Sicht sind nicht immer auf einem ganz freundlichen Ton mit allen Gewerkschaftspräsidentinnen und Präsidenten gefahren. Ich, wie gesagt, empfange die schon noch 5 Reunionen an den letzten Wochen gehabt zusammen mit dem Wirtschaftsminister Delles, mit dem Arbeitsminister Michaud, mit den Gewerkschaften, dass ihn am Inhalt unterschiedlich wühlen hat,
fand ich an einer Demokratie normal. Und da muss ich versichern durch den Dialog, mit dafür muss natürlich Schiedsrichter sich um Dialog beteiligen, muss ich um Dialog gucken, für weiter zu kommen. Aber wie gesagt, die Regierung ist immer bereit, mit allen Sozialpartnern, ich unterstreiche, mit allen Sozialpartnern den Dialog zu führen und zugleich natürlich auch zu gucken, dass ein Koalitionsprogramm umgesetzt wird. Die Regierung ist gewählt, die Chambre ist gewählt, also ist der Majorität als eine Regierung entstanden. Und das ist also auch wichtig, für die Demokratie funktioniert, dass die Zielsetzungen, die an den Wahlprogrammen stehen von den zwei Parteien, die die Regierung bilden, dass die auch umgesetzt gehen. Und um wie dahin muss ich selbstverständlich mit den Sozialpartnern diskutieren, muss ich diskutieren mit der Zivilgesellschaft. Und da können die zu einer Konklusion, an der erste Aufgabe von der Regierung und vom Parlament. Was ich den 21. Juni machen, das weiß ich nicht, lohne ich für Drummel intensiv Wochen daheim und am Ausland. Den 21. Juni ist eigentlich ein Samstag. Werde ich den Tag machen, das kann ganz gut sein, dass ich spazieren gehe. Das Samstag soll ich machen, das ganz oft gerne, weil ich gehe ganz gerne an der Natur spazieren. A kurz zur Rentereform sie noch immer überzeugt, dass du die echt Vorschläge für der Sommervakanz wette kommen. Die Regierung hat gesagt, dass gegen die Ministerin von der Sécurité Sociale schließt hier Konsultationsprozess auf. Die Ugangs Juli stellt Madame Minister Depré die Konklusionen von der Konsultation vor. Für den 9. Juli, wie ich vorhin gesagt habe, hat die Regierung ja als Sozialpartner invitiert auf eine Diskussion, wo wir an auf einen ersten Punkt wollten, über die Einzelpisten, die hier durchschleichen, wollten mit den Sozialpartnern schwätzen. Das sind Pisten von den Sozialpartnern, das sind Pisten, die aus dem Konsultationsprozess hervorgehen, das sind Pisten, die ich mentionniert habe am Namen von der Regierung, für zu gucken, dass als ein Pensionssystem langfristig aufgesichert kriegt. Für was möchte ich eine Pensionsreform? Ich will das nachher daran erinnern, das möchte ich nicht, weil in sich ein schwierigen Dossier einfach so sicher geht, das möchte ich noch nicht für die Leute traurig oder Rosen zu machen, wie wenn wir gerne hätten, dass auch in der Zukunft das Lützeburger Pensionssystem bestehen bleibt. Dass also auch die lo aufhängen mit schaffen oder ein paar Jahre geschafft und dass, wenn die Pension gehen, auch nach einer Pension kriegen. Das ist die Finalität von der Diskussion. Du musst dann noch gucken, was im Ausland geschieht. Wir stellen noch fest, dass wirtschaftliche Croissance die letzten 3 Jahre mehr klein war, wie das, was an der Vergangenheit Basis war von unserem Modell von der sozialen Sicherheit. An all die Faktoren, die hoffentlich dadurch dir an ihren Analysen, die der Markt, an ihrer Kommentierung, die der Markt auch Einfluss fanden. Früher hat man zum Beispiel eine Croissance économique von ungefähr 3%, die leider nur echt dabei 2% am Mann. Wir stellen fest, dass zu Lützeburg Leute mit rund 60 Jahren reell an Pension, die das den frühesten Alter von allen Ländern von der Europäischen Union an der OECD. Darüber kann sich Reflexionen machen. Die Regierung hat sich Sinn gemacht. Und darüber will man, wie gesagt, mit dem Land schwätzen. Ich komme zurück zu den Elektrobornen, also elektrische Autosbornen. Oder du mehr Details, das heißt, all viele Dossiers, die noch nicht durch sind, da gibt es Stau auch bei den Remboursementen. Wie gesagt, dass mit denen Delayen nur der geplanten Reform aus und dann die Sachen, die noch am Gang sind oder die Dossiers, die noch nicht angeregt wurden, aber wo die Borne schon da sind die noch da mit abgegriffen oder nicht? Also wie das mit den Dossiers ausgeht, da muss ich verweisen an den Minister vom Environnement, weil ich das nicht weiß. Sicher ist es, dass das, was den Kriterien entspricht, auch selbstverständlich muss bezahlt werden. Als Zielsetzung, gesagt, von dem, was wir heute dezidiert tun,
dass die Neidsorte verborgenen, die den neuen Technologien entsprechen, dass man die auch subventionieren, und sogar ein bisschen mehr subventionieren, für allem für die intelligente Gestion von dem Benutzen von der Energie besser anzusetzen. Das ist am Intérêt general, das ist auch am Intérêt von den Leuten. Und für das will man machen. Aber wie gesagt, das Zweite, dass man Prozeduren vereinfachen. Für weitere Details verweisen ich an den Umweltminister. Voilà, da sage ich vielmals merci für die Präsenz mit und dann wünsche ich einen schönen Weekend und einen schönen Schengen-Feiertag.